Man fühlt sich hier immer eigentlich Ferien. So, das ist keine Arbeit, das ist kein Wohnen, man ist eigentlich immer in Ferien. Das fertige Haus hier, das war zuerst ein altes Haus, das wir eigentlich nach 3-4 Jahren beschlossen haben, das umzukrempeln. Weil das Haus lebte an die Straßenseite und wir wollten eigentlich an die andere Seite mit die grüne Seite leben. Wir konnten schon uns eine Vorstellung davon machen, aber das war doch ganz anderes. Wenn man eigentlich die ganze hohe Glaswand und so hat und dann wirklich in die Gegend lebt. Ein von den Hauptpunkten war, dass wir mit fantastischen Partnern zusammen ein Projekt geschafft haben. Wir haben gut mit der Gemeinde zusammen geschafft, mit dem Umweltministerium, mit den Bauherren, die wir hatten. Und so könnte dann schlussendlich eine Konfiguration wieder heute zusammen. Der Defizit auf diesem Projekt war sicher, dass man eine extrem exponierte Lach, Laien, die Wangerten an den Busch und einer Dach relativ dicht befahrenen Straße, wo wir probiert haben, einen Bau zu entwickeln, den sich mehr organisch an das bestehende Gefüge, an den natürlichen Kontext anfügt, wie das, was für drunter war. Um das Haus aufzulösen in die Gegend, haben wir eigentlich ein Tropenholz gewählt für die Außenfassade, die ganz natürlich vergraut. Und wir haben das gleiche Holz im ganzen Außenbereich und eigentlich eine andere Holzart im Innenbereich. Morgens früh, 7 Uhr, haben wir die volle Sonne schon im Schlafzimmer. Und die haben eigentlich den ganzen Tag durch die Sonne, an jeder Ecke. Wenn man eintritt, muss man eigentlich sich sofort zu Hause fühlen. Damit dass wir ziemlich viel Holz haben, nicht zu viel verschiedene Farben, alles ein bisschen gleichmäßig. Und man fühlt sich immer zu Hause, wenn man in die Natur reinzieht. Wenn das Haus fertig war, war das wie immer. Man war das schon gewohnt, eben nach dem ersten Tag.